Ekran! Ekranen geef dich ab, aus Warnen war. Hey, kommt ran met me. Hier reden we over wat we kennen met God echt tot leven ranen. Met junt as Eduard Kiesbrecht. Weit woher. Welkom lieve vriend. Welkom to dit programma van Ekran. Welkom ook Heidi. Dankeschön. Vandaag zijn we waardeloos twee hier. En zoals we feit moet zeggen, we hebben een serie gemerkt, een programma wat 3 Mal zich afspelen deed. En vandaag is het tweede Mal. 5 Mal reden we van wat onze EU, wat we zijn, of wat we niet zijn willen, of met onze EU te doen hebben. En dan hat sich einzig vielleicht gefragt, wat das nächste Thema ist. Und von der ist das Thema, was rede ich, aber was rede ich nicht. Das geht alles ans Müll von der. In feit mal hat wir das Beispiel gebracht von das Opje, was sich die EU teilholen hat, im WhatsApp, das wird von der viel gebracht. Und von der war wir das Beispiel gebracht von das Opje, was sich das Müll teilholen hat, was der Müll, der hängt für den Müllhafen, en wat niet reden wil, er vielleicht zich dat Müll hält, wenn sie Angst haben oder was immer. En wat rede ich, oder wat rede ich nicht? Was soll ich sagen, oder was soll ich nicht sagen? Heidi, was kannst du sagen? Nou, God heeft ons een moeilijk gegeven en dat is zeer schön, wenn wir das te goud brücken, wenn wir von arm te Menschen reden oder wenn wir freundlich sind oder wenn es wirklich schön geht, mit jemandem zu sein, der was Gutes redet, der schöne Wert braucht. Aber Gott ist manchmal auch sehr traurig, wenn wir uns mal brauchen, zum schlechte Werte sein, zum Schellen, zum Lehen, dann das gefällt ihm gar nicht. Überhaupt nicht, ja. Und was sagt in der Bibel haben wir eine ganz interessante Geschichte, eine Apostelgeschichte. Das ist gleich eine von deinen Lieblingsgeschichten, wenn du uns ein bisschen vertalen kannst. Ja, das ist eine Geschichte von Paulus und Silas. Eine Apostelgeschichte, 16, der Vers 16. Das ist ganz leicht, dass man sich das merken kann. Paulus und Silas kommen in eine Stadt und da war eine Frau, die Menschen ihre Zukunft roden. Oder das war eine Heiz, die war ganz met dem Dämon had hij. Bij zijn vriend had hij ganz bezeten. Ja, die war ganz bezeten. En die vroeg verdiende met dat veel geld en er waren 2 mannen, denen moest hij dat geld geven. Also dat was ihre Arbeit, ja. En Paulus en Silas, dat steht in zei überhaupt Paulus, die war nicht tevreden met wat die Frau deed. En die geht naar de Frau en beet even daar en die Dämon verlaat den Charpan, verlaat deze Frau. En deze mannen, die waren zo dol over Paulus, die waren zo bossig, die nemen Paulus en Silas en verklappen den mal, tragen den de Wasser, die zijn maar ganz nachtig, schreien den mal richtig priel van deze mannen. En wenn die werden zo bossig, wenn die früh verdient nu nicht mehr Geld en stoppen den im Gefängnis. En dan zijn ze im Gefängnis ganz, ik kan me dat zo voorstellen, ganz voll bloed en gries en hungrig en darstig. En de Bibel sagt, het is de nacht, het is klok 12 de nacht. Op einmal hier de andere mensen die im Gefängnis zijn, dat Paulus en Silas zingen. En dat is zo interessant, de Bibel redt daarvan, Apostelgeschichte 16, vers 25. Das ist der Vers, wo das geschrieben ist. Ich werde ihn kurz mal lesen. Das Heidi al zei, die Geschichte fängt in Apostelgeschichte 16, Vers 16 an. Das ist eine längere Geschichte, aber das ist ein Vers, 16, Vers 25. Das ist sehr interessant. Das sagt so: Aber mitten in der Nacht beten Paulus und Silas und sie singen leider Gott zu loben. Und der andere festgenommen hielden dort. Ja, en als ik dit het eerste mal in mijn leven lezen deed, ik was zo begeisterd van deze geschichte. Want manchmal haben wir so viel Troubles und wir haben so viele Probleme und wir haben vielleicht nicht von jemand ein Getläst gekriegt, aber wir sind seelisch und emotionell so raufgekommen. Und dann sehen diese Jungs und beten zu Gott klok 12 de nacht. Und wir sind manchmal still und verbettert in unser Eich. Und die Geschichte geht wieder, die Bibel vertelt uns, nur dem passiert ein Erdbeben und das ganze Gefängnis kam
rauf, also die Teile oder die Steine und die Dere und alles voll. Und die Mensch, die Apostel, die Guardia, was den Apostel, die so verbleibt und so verführt, die will sich in Maße nehmen, sich das Leben nehmen. Und Paulus schreckt an und sagt, warum willst du dir das Leben nehmen? Und er sagt, check mal, was hier passiert ist. Hier waren alle Menschen weichgerannt von dem Gefängnis. Und Paulus sagt, wir sind alle hier. Hier ist noch keiner weichgerannt. Du brauchst sie nicht das Leben nehmen. Und das Mensch, der ist so verführt mit Paulus und Silas. Und Paulus sagt, willst du auch Jesus annehmen? Jesus ist auch für die am Kreuz gestorben. Und das Apostel, der bekehrt sich. Und der ist so voll den Jest, voll Gottes Jest und sagt, ich will, dass meine ganze Familie soll gerettet werden. Und Paulus und Silas redeten die ganze Familie. Und die waren alle gerettet in das Abend. Wow. Und die lassen sich sogar noch taufen. Die sind alle so voll den Jest. Und den anderen Tag, hier steht dort, was da passiert ist. Und dann sagen die Menschen, weißt du, ich habe all das Gefängnis verloren. Aber Paulus war so ein korrekter Mann. Er sagt, so ich mich hier tun habe, so will ich mich auch rausholen. Und der höchste Angestellte von dieser Stadt, in jedem Gefängnis, sagt, Paulus und Silas, wie habe ich gesagt, ich habe nicht und diese Stadt, entschuldigt, was wir uns tun haben, ich darf das verloren. Und so trat Paulus und Silas dann wieder. Und als ich das lese, dass das redet, so sei es in mein Hart. Wenn Paulus diese Nacht still gewesen wäre, wenn er das im Apostel oder all diese Menschen nicht von Jesus geredet hat, dann hätte die sich alle nicht bekehrt. Und auch nicht taufen gelassen. Und vieles wird nicht passiert sein. Und hast du auch nicht in Edward ein Beispiel, dass du auch mal jemand von Jesus vertellen willst? Ja, ich würde mehrere Beispiele haben, wo ich Menschen von Jesus angeredet habe. Und viele Menschen die sagen zu mir einmal und glauben, dass, wenn du über Radio redest oder in so einem YouTube-Programm ist, dann fällt dir das ganz leicht, Menschen anzureden. Oder sie sagen, wenn ich auf Camps rede oder einmal die Jugend predige und so eine Sache, fällt Reden mir leicht. Und in Wirklichkeit, jeder mir Rede sehr schön, Menschen reden. Bloß was mir schwer fällt, ist irgendein wildfremder Mensch gehen und dann von Jesus anreden. Das ist eine Sache, die mir persönlich sehr schwer fällt. Ich glaube, dass es Menschen, wo das leichter ist, aber mir fällt das ziemlich schwer. Und ich hatte einmal eine Gelegenheit, wo wir eine Gruppe Jungs waren, und ich liebe diesen einen Jungen, ihr stehen sind auch keine, und in meinem Hart wie ein Verlangen, ich will ihm von Jesus anreden. Wenn ich wüsste, der andere Jungs, die wären bekehrt und die kennen Jesus, aber ich weiß nicht, ist das ein Junge, als er Jesus kennt. Und dann sehe ich du mit einem Taub und ich weiß nicht, wo ich den Kranz davon anreden. Und ich bete Gott, wo kann ich von Jesus anreden, oder wo wir apart gehen, oder wo was ich mir eine Gelegenheit geben. Und ich bete für eine Gelegenheit. Und dann auf einmal passiert das. Der andere Jungs, die fuhren alle mit Bicycles weg, die fuhren mit Fahrrädern weg, Fruitsalat eten. Und wir wurden heran mit meinen Qual kommen. Dann dachte ich, nu habe ich ein paar Minuten Zeit, wo ich nur dort fragen kann. Nu habe Gott mir diese Gelegenheit gegeben. Und ich weiß nicht, wo ich soll, und ich schweite, und ich bin abgereicht, und ich weiß, wenn du so nicht weißt, was du sollst tun, das ist dort Weg. Und dann auf einmal dann sehe ich werde bloß mal tun. Und ich frage ihm ganz direkt, hast du mal von der Bekehrung, was du hört? Weißt du was, hast du mal von Jesus, was du hört? Dann sage ich habe viel von das gehört, aber keiner hat mir gesagt, wo ich mich bekehren kann. Mir wurde auf mir gejankert haben, aber ich weiß nicht. So, ich erkläre ihm das ganz schwer und vorwärts, und so mit Bett wie du habe, und ich war so froh und so mutig. Und nu ist es so schön zu sein, wo er im Glauben gewachsen ist und wo er immer fairer Weg kommt. Und dass wir einmal sich will, was Gott zu sein, und dann kann Gott das für so ein Sehen bringen. Das ist meine Erfahrung, wo mir das schwer fällt, aber wo das nachher so schön wird. Ja, und das ist wirklich eine Gelegenheit, die erst manchmal einmal, und wie sollen die wirklich immer brücken? So ist Paulus und Silas. In das Gefängnis hatten sie das eine Gelegenheit. Und sie haben das gut getan, und da passiert wirklich sehr viel. Eine ganze Familie kommt im Himmel, wenn sie geredet haben. Aber die Bibel sagt auch, wie alle Apostel, wenn wir da reden, die eigentlich nicht sehr gut sind. Das ist, wenn wir lehen oder wenn wir schellen oder wenn wir Menschen
annetzel wird haben, Ja. wird nicht Oder halten. wenn wir Menschen beurteilen und wie sei oder wie sei einfach nicht gut. Was sagt die Bibel in Matthäus? Mit der wieder, was wie sei, die nicht Gott gefallen. Ja, in Matthäus ist ein sehr interessanter Vers. Du sagst dort in Matthäus 12, Vers, dort saßen da dieser Vers, sagst es dort, saßen da in 37, sagst du, ich sage Ihnen das, gerechtig wird der Mensch Rechenschaft geben für jeder angezeigte Wort, das er geredet hat. Willst du Ihnen eine wird, wo ihr gerechtfertigt, und der Ihnen eine wird, wo ihr verdammt. So, wie waren, Gott kann dort jeden ansprechen, an zijn ene wird, was wir brauchen, oder er braucht das auch für uns, für den Goden, Gerechtstag. Und ich glaube, du wennst es sehr wichtig, was für ein Wird wie in unserem Leben Und brauchen. dass wir uns auch wirklich bewusst sind, dass wir so abpassen sollen, was wir sein und was wir eigentlich sein sollen und nicht sein. Wie die Bibel sagt, auch, was ans Hart voll ist, das bringt das Müll, das schält einfach über ans Müll. Das ist aus nicht kam, wenn die voll Wasser essen, du das dann noch ein Köffel Wasser nehmen, dann schält es einfach über. Und so ist es auch mit uns Leben. Wenn ans Hart voll gute wieder ist, voll gute Dinge, voll Leib, dann wollen wir auch über Leib reden und das auch wiederbringen. Aber wenn uns Hart voll bosje Sachen ist, dann kommt plötzlich bei sie über. Und wir wollen wirklich das Tag die Mut machen, lieber Tau Jorge und Tau Hira oder auch du, was an seine kannst. Was sind die Sachen, die du sagst? Oder wo sind die wieder, die du wiederbringst? Mit den Menschen vielleicht, die mit dir wohnen oder mit deinen Nachbarn oder in deiner Gesellschaft. Wo brauchst du den Müll? Brauchst du dort Silas und Paulus für gute Sachen? Singst du mal, mit was ist dein Hort voll? En ja, so sind wir zum Schluss gekommen von das Programm. Und wir möchten die sehr gut merken. Nimm mal, riet mal deine Hänge vom Müll weg. Wenn die das auch sehr schwer fällt, riet die einfach weg und fang gute Sachen an zu reden. Ich weiß, du warst bei uns, wird das so geben, dass du Versicherung hast, schlechter wird zu reden, was Heidi von der Rede redet. Aber break oder bremst dort auf und versuch dort weiterzuholen. Und dann fangen wir einfach gute wieder zu reden. Dann wird automatisch immer mehr und mehr gute rauskommen. Und dann reden Menschen von Jesus an. Und wenn der Erste die redet, dann sagt, nu gehen wir nur das Fremden und reden von Gottes Leben. Und dann dauert das. Hab nicht Angst für das. Und red gute wieder zu jedem ein, was du begegnet ist. Noch einmal, red deine Hänge vom Müll und red einfach dort, was Gott von dir will haben. Gottes Segen für dich. Bis das nächste Mal. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Fragen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.